ist wieder einmal Zeit für Musik als Thema hier im LiveNet Talk. Heute freue ich mich sehr, dass wir einen Schweizer Worshipper und eine Worshipperin hier zu Gast haben im Bistro zu Bern. Und zwar sind das zwei begeisterte Worshipper von Upstream. Upstream, der zuletzt rausgekommen ist, im letzten Jahr mit dem Album hier. «Mein ganzes Herz» heisst es. Und wir können heute mit der Sarina Höhn darüber austauschen, was ist die Geschichte auch bei diesem Album, aber natürlich bei der Band allgemein und Worship und das Herz dahinter, wo für sie wichtig ist. Da erfahren wir mehr von der Sarina und von Simon Walder, der schon dabei war bei einem Talk, den wir eben letztes Jahr gemacht haben, wo das Album recht frisch da war, dann auf Zoom. Und jetzt ist es eben umso schöner wieder mal hier, wenn wir uns treffen können. Genau. Ja, von Bülach seid ihr angereist zu uns auf Bern. Also einfach mal vorweg, so als wo das ihr daheim seid, beide im Connect Ungerland, auf der Bühne. Der Simon noch ein bisschen mehr am Predigen, gell? Du bist auch als Pastor dort hier dran. Und beide natürlich vor allem auch, wenn es um das Musikmachen geht, voll dabei. Ja, Simon, mal ganz allgemein jetzt zu dem Album, wo Fan rausgekommen ist, «Mein ganzes Herz». Was habt ihr bis jetzt so erlebt mit dem Album, das ihr rausgegeben habt letztes Jahr? Ja, es ist auch schon ein paar Monate wieder her. Ich habe mega Freude am Album immer noch. Wir haben viele gute Feedbacks bekommen. Ich habe den Eindruck, eigentlich noch selten so viele Rückmeldungen auf das Album. Ja, wir haben selber als Band auch Freude, weil es mal ein anderer Weg ist, wie wir es aufgenommen haben. Wir haben uns 2 Wochen eigentlich verschanzt, so in einem Studio oder in einer Fabrikhalle, und haben das dort arrangiert und aufgenommen. Und ich finde, das spürt man auch so ein bisschen am Album an. Es ist authentisch geworden, es ist recht vielfältig. Ja, und wir haben Freude, wir haben gute Feedbacks bekommen auf verschiedene Songs. Wir spielen es selber in unserer Kirche, sind immer wieder mal einen Song am Ausprobieren. Und das ist auch das Ziel und das macht Spass. Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, ihr habt recht so eine Breite drin, immer wieder. Also es ist ein bisschen poppig zum Teil schon. Ihr beschreibt es selber auf Spotify als moderne Kirchenmusik mit Texten, die in der Bibel gründen und die Tiefe von Gottes Wahrheit wirklich beleuchten. Also es ist schön finde ich, zusammengefasst, was ihr eigentlich macht. Oder dahinter steckt auch beim Songwriting, wo ihr ja beide auch involviert seid, zusammen mit dem Sam Müller, der dritte eigentlich dort hier noch, oder im Bund. Ja, ich kann das Wort gerne weitergeben, Sarina. Wie ist das für dich so ein bisschen das Songwriting-Thema oder moderne Kirchenmusik? Also, fühlst du dich wohl mit dieser Beschreibung? Ja, ich fühle mich wohl mit dieser Beschreibung. Also ich bin einfach begeistert vom Wort von Gott. Ich liebe die Bibel und ich liebe es vor allem einfach mit der Bibel in der einen Hand und dem Instrument in der anderen Songs zu schreiben. Und ich glaube, das geht dem Simi und dem Sam auch so. Also ich merke oft, aus mir heraus bin ich jetzt nicht sehr inspiriert zum Songs zu schreiben, aber wenn ich das Wort von Gott lese, dann kommen Ideen, dann merke ich auch, wie die sprachliche Vielfalt von Mundart fällt mir wie zu. Wie man Sachen kann formulieren kann, das finde ich wirklich oft in der Bibel selber, auch wenn ich verschiedene Übersetzungen lese. Und darum würde ich glaube schon sagen, dass unsere Texte wirklich in der Bibel gründen. Das ist auch unser Anliegen und das ist uns auch wichtig. Ich denke, ja, teilweise ist es heutzutage fast so, man hört wahrscheinlich fast mehr Musik, als dass man die Bibel liest. Und darum ist es wichtig, dass unsere Texte... Stimmt, hat es eine Studie gegeben? Sicher. Ja, dass unsere Texte verheben und dass sie auf Gottes Wahrheiten gründen und wirklich im Wort verankert sind. Und das macht mir auch am meisten Freude, um so Songs zu schreiben. Du hast jetzt vorhin auch eben explizit Mundart schon betont, oder? Dass der Mundart eben eure Songs schreiben und dann auch wieder sie bringen, schlussendlich. Warum denn Mundart? Kann ich dich auch einmal fragen? Das ist ja schon immer in der Bandgeschichte drin. Oder? Sicher, wo unsere Herzenssprache natürlich, ja, wie du sagst, von der Bandgeschichte, wo wir gestartet haben, hat es auch noch deutlich weniger als heute, würde ich sagen, Mundart gegeben. So. Mundart-Songs, oder zumindest schon mal gekannt hat, oder CDs. Und ich habe mal einen Artikel über das schreiben, ich glaube, fürs Teens Mag, warum Mundart oder warum in verschiedenen Sprachen. Und mir ist dann so die Offenbarung in den Sinn gekommen, was heisst, dass ja mal aus allen Sprachen, Völkern der Welt, während die Leute vor Gottes Thron stehen und anbeten.
und Mundart, auch Zürichdeutsch, wird dort dabei sein. Und darum, ich denke, es ist gut, in allen Sprachen gut anzubeten. Und eben auch in unserer Herzenssprache ist es geht nicht wie nicht nochmal durch eine Ecke durch. Ich singe sehr gerne auf Hochdeutsch, finde ich auch super, aber auch Mundart. Es ist mir wie einfach jetzt persönlich noch ein bisschen näher als jetzt eine Fremdsprache. Wobei Englisch ja einmal geläufiger wird. Aber auch unsere Kinder, wir singen eigentlich sehr viel auch Schweizer und deutsche Songs. Ja. Genau. Ja, und eben, ihr seid das Dritte, wo ihr da jeweils schaut, was ist das, was Gott uns aufs Herz legt. Oder wahrscheinlich die ganze Band vielleicht auch dort in diesem ersten Prozess drin oder in der ersten Phase drin, weiss ich nicht. Kann man da ein bisschen genauer hinschauen? Wie ist jetzt das zum Beispiel zustande gekommen, eben bei diesem Album hier mit «Mein ganzes Herz» oder der Song konkret und der andere, der euch gerade als erstes drin kommt? Also der Song hat Sam geschrieben, «Mein ganzes Herz». Es ist immer ein bisschen wie eine Schwangerschaft. Wir haben das Bild hier gesehen. Torina war wirklich schwanger im letzten Projekt. Ist kurz darauf dann, 2 Wochen nachher oder so, auf die Welt gekommen, der Levi. Und es braucht wirklich immer Zeit. Manchmal hat man schon ein paar Songs, die entstehen ja irgendwelche Lebenslagen, die kommen irgendwann führen. Aber bis es dann wirklich fertig geschrieben sind, braucht es Zeit. Und irgendwann setzt man sich dann auch das Ziel und sagt, jetzt machen wir das Album. Und dann fängt so ein bisschen der engere Auswahlprozess an. Man schreibt noch intensiver. Und ja, was haben wir gehabt? Ich würde sagen, fast 25 Songs so zur Auswahl gehabt. Und das ist immer ein intensiver Prozess. Fertig schreiben, auswählen. Also es startet so ein bisschen aus dem Leben raus und gleichzeitig auch manchmal dann mit einem Ziel, wo man sagt, jetzt machen wir das Projekt. Und das gibt dann auch wieder den Drive, um das Ganze anzugehen. Ja. Oder willst du noch etwas? Nein, ich glaube, es ist gut ausgeführt. Ja. Und eben vielleicht einen konkreten Song. Nehmen wir einen von euch. Jetzt habe ich einen getüpft vorhin, wo der Sam eben dahinter steckt. Aber nehmen wir doch einen von dir, Sarina. Wie gehst du da so vor? Oder? Die meisten Songs entstehen wirklich aus einem persönlichen Gebet oder aus einem Anliegen zu einem Thema, wo ich habe. Entweder ganz persönlich etwas, wo ich mit Gott dran bin, oder dann etwas, wo ich merke, das ist jetzt, ich habe den Eindruck, das ist wichtig für die Kirche. Das ist ein Song, der der Gemeinde dienen, zum kollektiv singen. Das sind meistens so die 2 Herangehensweisen. Und zum Beispiel das Lied «Ewige Stadt» ist ein Lied, das mir sehr nahe ist, eher persönlich ist. Ich singe dort über eigentlich die Sehnsucht, nahe bei Gott zu sein. Und auch die Spannung, wo wir drin sind, dass Gott uns vieles verheißt, wir viel von dem erleben, aber dass wir unser Zuhause sich nicht anfühlt, dass es auf dieser Welt ist, sondern dass wir ein ewiges Zuhause haben und dass auch mega viel Hoffnung mit dem verbunden ist. Und der Song zum Beispiel ist entstanden auch in einem Moment, wo ich eigentlich extrem eine Zerbrochenheit in meinem Herz gefühlt habe über den Zustand der Welt, über das Leiden der Menschen und auch so Not, die teilweise einfach nicht gelindert wird, bis Jesus dann in Ewigkeit Linderung wird schenken. Und aus dem heraus ist zum Beispiel das Lied entstanden. Es war einfach ein Trost für mich und eine Form zum Ausdruck. Ich eigentlich Heimweh nach dem Zuhause, wo ich wirklich dafür geschaffen bin. Und als ich dann den Song halb fertig am Simon und Sam gezeigt habe, haben sie ein bisschen gefeedbackt. Und nachher war es eigentlich ein sehr langer Prozess, bis das Lied dann wirklich fertig war. So oft ist es einfach eine Idee und etwas, wo ich merke, da ist eine Kraft dahinter. Und nachher ist es viel Arbeit, den Song fertig zu schreiben und in die Form zu bringen, die dann für ein Album passt. Voll. Ich habe mir noch so ein bisschen überlegt, in deinem Fall, jetzt, Simi, sie sagen Simi, ja, das ist auch gut. Genau. Nicht Simo, gell? Aber Simi ist Simo. Simi geht, genau. Also, genau, Simi, du bist gleichzeitig Pastor und eben auch als Songwriter dran und auch ein Notizblöckchen so irgendwo in der Hose, was könnte man noch, oder das Handy. Wie ist das für dich? Dient das einander häufig noch so, dass du für eine Predigt schon etwas weißt, im Vorbereiten bist und dann merkst, das hat echt Potenzial oder da hier ist, nein, jetzt ist weniger der Song, da mache ich eine Predigt draus. Keine Ahnung, aber da überlegt, Pastor gleichzeitig. Das gibt es ja bei anderen Bekannten auch. Casting Crowns ist, glaube ich, zum Beispiel auch so eine Band, oder? Oder zu Amerika. Aber das ist eine gute Idee geliefert, das könnt ihr mal so machen in Zukunft. Ich merke, was das Thema jetzt würde helfen. Ja, ich denke, es tut sich schon befruchten, ja. Es hat sich sicher auch noch ein bisschen
verändert bei mir. Oder jetzt früher, als ich weniger predigt habe, ich bin jetzt nicht so, wie soll ich sagen, du schon gerne ein bisschen analytisch denken, so theologisch oder so, aber ich bringe es nicht immer sofort so auf den Punkt raus. Und jetzt Songwriting ist bei mir früher viel, jetzt noch eher einfach wirklich so, blum, das, was ich jetzt gerade fühle, was ich mit Gott erlebe, so, das singe ich. Und ich denke, dann andere jetzt eine Stärke, so, ich schreibe jetzt für das und ich schaue, was es braucht. Und das Predigt hat mir sicher geholfen. In der Predigt musst du auch einen Gedanken versuchen, in dieser Predigt auf den Punkt zu bringen. Das hat mir schon geholfen, auch für Songwriting. In dem Sinne, wie zu überlegen, ich habe früher bei Songs noch eher einmal so ein bisschen querbeet geschrieben. Ich denke, das steche ich auch für euch. Und das tun wir sicher noch wieder Feedback überlegen, hey, was würde jetzt dieser Song wirklich aussagen? Muss jetzt diese Aussage noch in diesen Song oder gibt es vielleicht noch einen anderen Song für das Thema? Von dem hat es sicher geholfen, so ein bisschen das Thema finden. Und es hat auch schon wirklich aus einer Predigtserie dann wirklich einen Song gegeben, wo du halt dann dich auch beschäftigst, wieder mit der Bibel, mit Thematiken, wo nachher merkst, oh, wow, das spricht mich an oder das ist etwas, das anklingt, wo dann irgendwo im Song wieder rausfließt. Also es ergänzt sich schon. Ja. Oder dass man auch Songs brauchen kann, was ich auch cool finde jetzt vom Album. Oder auch sonst, die man geschrieben hat, die einem dann näher sind, als Ergänzung zu einer Predigt. Wir haben auch mal eine Predigtserie gemacht über einzelne Songs, aber es gibt auch, wenn du eine Predigt schreibst, dass du merkst, dieser Song würde das super vertiefen und aufnehmen. Und so kann man es schon eigentlich sehr gut ergänzen. Ja, eigentlich musst du als Pastor ja irgendwie schon affin sein, auch für Musik, oder? Wo in der Kirche auch gespielt wird, wo auf der Bühne gespielt wird. Das muss halt ja irgendwo, denke ich, schon aus einem Guss ein bisschen kommen, oder? Also. Es hilft auf jeden Fall, wenn es einen roten Faden gibt. Und ich glaube, darum bemühen wir uns auch sehr, sehr thematische Songs zu schreiben. Also ich denke, das ist auch auffallend bei unseren Liedern. Sie versucht, glaube wirklich ein Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten, verschiedene Bibelverse, die reingepackt sind zu einem Thema. Und das vereinfacht auch den Songwriting-Prozess. Es gibt wie eine klare Schiene vor, es kommt nicht alles vor in einem Lied. Ja, das ist spannend. Jetzt habe ich doch ein bisschen gefragt beim Simi, jetzt frage ich bei dir auch noch nach, bei dir, dein Umfeld oder dein beruflicher Weg oder so ein bisschen, deine Reise bisher, würde mich auch noch ein bisschen wundern. Sarina, du bist als Lehrerin tätig, gell? Und also ich nehme an, dass bei allen können wir jetzt da eine spannende Geschichte erzählen, oder? Das sind ja ein paar Köpfe, die hier zusammenkommen. Das macht es ja auch immer so spannend, die Dynamik, die dort entsteht. Wie ist das für dich so, die Kombination? Und jetzt noch Mami auch, eben, haben wir gehört vorher schon. Ja? Das ist sicher ein Spagat, den man machen muss. Aber ich glaube, es befruchtet Songwriting auch, wenn man in verschiedenen Lebensbereichen einfach voll drin ist und voll im Leben und voll abhängig von Gott und von seinem Reden. Ja, jetzt mein Lehrerin sein, würde ich jetzt nicht sagen, dass mein Songwriting extrem stark beeinflusst. Aus Kinderlieder, die du schon geschrieben hast. Kinderlieder, genau. Eine coole Kinder-CD habe ich schon produziert. Hast du schon gemacht? Ja, doch. Ja, genau. Aber jetzt so die Worship-Songs, ich denke wirklich, da ist mein Weg, einfach meine persönliche Reise mit Gott, mein Lernen von ihm, viel einfach Zeit mit ihm verbringen, wo am stärksten prägt, was ich schreibe. Und dann sicher auch meine Kirche, unsere Pastoren, gute Predigten. Ich durfte auch ein Jahr im Ausland verbringen, an einem College mit Schwerpunkt Worship. Dort habe ich sicher auch sehr viel lernen und mit auf den Weg bekommen, punkto Songwriting und Anbetung. Ja, es sind sicher so verschiedene Einflussfaktoren, die mein Songwriting formen. Ja. Und jetzt ist es so, dass ja, der auch irgendwann definiert wird, wer singt jetzt diesen Song oder ja, wie ist das Album dort in der Band, weißt du, wie tut ihr das zusammen ausmachen? Also meistens ist es so, dass so jeder von uns 3 bis 4 Songs beisteuert als Songwriter und nachher singt meistens der Songwriter 2 bis 3 von den eigenen. Und meine Schwester, Jael, hat eine wunderschöne Stimme. Sie singt meistens 1 oder 2 Songs von meinen. Wir haben es auch schon so gemacht, dass wir gefunden haben, jetzt haben wir viele Frauensongs, Frauenstimmen. Der Sam hat zum Beispiel schon einen Song gesungen auf dem letzten Album «Gnade», wo ich geschrieben habe. Also ich finde, wir haben hier einen recht unkomplizierten Umgang. Wir sind uns auch bewusst, dass wir jetzt nicht die stimmgewaltigsten sind. Und darum ziehen wir auch gerne mal jemanden bei, der noch einen Song singt. Ja, das ist mir auch noch aufgefallen, genau. Wenn man so ein bisschen,
die Diskografie durchgeht oder eure Songs, Playlists durchgeht, dann merkt man das etwa. Da ist der Luca Aprilia zum Beispiel von ICF mal dabei. Oder noch der Dan Zeltner, gut, das war sein Song, den er einfach, glaube ich, mit ihm dann, präsentiert oder aufgeführt, oder? Wunderbar, bekannt auch. Also das ein bisschen vernetzt sein so, und offen einfach in diesem ganzen Kirchen-Netzwerk sozusagen, das passt schon ein bisschen zu euch. Oder? Das passt sicher, das ist das eine, das vernetzt sein. Und das andere, es gibt natürlich auch Vielfalt, eben die verschiedenen Stimmen. Man merkt eben jetzt, oder vielleicht jemand, das wäre auch nachher, also ja, man kann nicht mehr davon, wie man es sieht. Man könnte natürlich schon immer sagen, jeder, der den Song schreibt, singt den Song. Aber eben, es gibt ja vielleicht noch gute Sänger im Umfeld, die könnten gar nicht einen Song singen, wenn sie immer selber einen Song schreiben müssten, um überhaupt zu singen. Und das ist natürlich cool. So gibt es auch Vielfalt eben bei unseren eigenen Leuten. Und auch das Vernetzen ist auch cool. Das ist sicher ein Herz für uns. Als Personen sind wir sicher recht vernetzt, würde ich sagen. Und das ist uns auch ein Anliegen. Der Liebe von Christus, das klingt jetzt ein bisschen fromm, aber ja, der Liebe von Christus in der Schweiz, in der Welt, in unserer Region. Wir haben immer viel auch regional gemacht. Und das ist uns also upstream auch wichtig. Wir wollen ja auch die Landschaft in der Schweiz mit dem bereichern oder stärken und sind gemeinsam für Jesus unterwegs. Ja. Genau. Was steckt eigentlich hinter Upstream? Es war ein Jugendgottesdienst, den wir gestartet haben, wirklich lang her. Und der hat Upstream geheißen, der reformierte Kirchensteimer, wo wir aufgewachsen sind. Und für diesen Gottesdienst haben wir ein Jahr lang dann probt und eine Band gegründet. Und das ist dann die Upstream Band geworden für den Jugendgottesdienst. Ja. Aber der Name gefällt mir auch noch, so ein bisschen flussaufwärts, gegen den Strom. Ja, das ist schon ein bisschen unsere DNA. Nicht immer einfach mitschwimmen. Ja, auch einen anderen Weg gehen, den Weg, den Jesus uns lehrt. Und mit ihm unterwegs sind. Darum darf es eben schon ein bisschen so tönen, oder? Man darf auch mit Stolz sagen, hey, wir verkörpern das, oder? Wir stehen für das, genau. Auf jeden Fall. Ja, ja, finde ich ja. Hey, super, und wir müssen natürlich, wenn wir so ein bisschen schauen in eure Geschichte von der Band Upstream, müssen wir natürlich auch einen Song schon erwähnen, der, denke ich, bei allen irgendwo ein bisschen drin ist, in den Gehörgängen. Kann ich 3-mal raten, was ich meine. Schon 100-mal gespielt, sicher «So lieb wie du», 2015, hast du das gesehen, wo der den rausgebracht hat. Hat der wirklich so ein bisschen etwas verändert im Ganzen, auch wieder vielleicht Erwartungen gespürt von außen oder wieder auch selber es lebt, oder ist im gleichen Stil weitergegangen? Also jetzt einen riesen Unterschied habe ich jetzt nicht gemerkt, aber es ist sicher unser erfolgreichster Song. Wir hatten sicher vorher auch schon Songs gehabt, die sich recht verbreitet haben. Und das hilft natürlich, wenn du einen Song wieder hast, wo viel gespielt wird. Ich denke, auch der ist schon viel in der Gemeinde gespielt worden. Lustigerweise, ich finde das so interessant. Bei uns eben, manchmal sind Songs schon wieder ein paar Jahreszeiten her. Und man merkt, oh, jetzt wird in diesem Gemeindecamp gespielt. Es braucht manchmal auch eine Geduld für uns. Dann merkst du so, okay, es braucht immer ein bisschen mehr Zeit, bis es dann ankommt. Ja. Und das hilft natürlich, weil dann werden auch wieder andere Songs gelost oder es macht sicher das Ganze bekannter. Ja. Ist eine lustige Songstory, kann man vielleicht sagen, bei diesem Song. Weil der ist jetzt eben nicht ganz einen klassischen Weg genommen, über, ja, vielleicht wie andere, sondern der Sam hat eigentlich den geschrieben. Aber noch recht roh, der Refrain ist noch nicht gestanden und der ist eigentlich dann so im Songwriting-Prozess, wo wir Songs ausgewählt haben im Studio mit dem Produzenten Bruce, haben wir den dann, ich und er, haben den mal vorgenommen im Studio und dann irgendwie haben wir einen Teil vom Refrain genommen, von dieser Hookline, da ist keiner so lieb wie du. Und dann ist der Refrain entstanden und hat der Sammy später Bridge noch dazu geschrieben und irgendwie ist dann der ist wirklich eher so ein bisschen reingefallen. Sicher hat der Sam am meisten beigetragen und geschrieben und ja, und gleich ist er uns ein bisschen geschenkt worden, würde ich sagen. Das ist von dem her auch noch interessant. Ja. Man kann es wirklich im Vorfeld nicht steuern. Du weißt manchmal nicht genau, welcher Song macht jetzt welchen Weg. Du musst auch immer dranbleiben und dem Song noch mal eine Chance geben. Und plötzlich so geht die Tür auf und geht etwas weiter. Jetzt würde ich aber sagen, einfach für ganz sicher zu gehen, dass alle wieder die Erkennung haben, oder, von diesem Song, tun wir doch den noch schnell einspielen und hören wir noch gerade ein paar andere Songs, einfach also so einen kurzen Ausschnitt daraus an, dass wir so ein bisschen einen Eindruck eigentlich mal haben, wie tönt das überhaupt? Upstream mit eben «So lieb wie du» und dann noch andere, natürlich auch Songs aus dem Album eben «Mein ganzes Herz». Da ist keiner so lieb wie du.
So tönt also Upstream. Ein paar Songs einfach kurz angespielt, könnt ihr natürlich finden auf Spotify oder noch besser bestellt euch gerade das Album. Und so wie man das früher noch gemacht hat, das hilft der Band auch am meisten. Wenn das so noch auf diesem Weg ab und zu jemand macht, werden wir auch noch kurz darüber reden, wie sich das eben gewandelt hat in den letzten Jahren. Aber jetzt zuerst noch gerne die Frage an dich, Sarina. Du bist ja bei dem 15er-Album, das wir vorhin erwähnt haben, wo der Hit sozusagen rausgekommen ist, dort bist du eigentlich richtig so eingestiegen, gell? Das ist so deine erste Erfahrung. Genau. Was hast du hier noch so prägende Erinnerung vielleicht aus dieser ersten Produktion? Prägend war sicher der Ort, wo wir es aufgenommen haben. Es war für mich natürlich eine Freude, Teil von diesem Projekt zu sein. Und dann noch in diesem Rahmen. Wir sind auf Schweden, in eine wunderschöne Holzhütte am See, als ganze Band mit unserem Produzent und Anhang. Ja. Genau, und haben dort 2 Wochen verbracht, genau 10 Tage. Heute ist es schwieriger gegangen, mit so vielen Kids da Genau, damals ist das noch gegangen. Da noch ein bisschen kleiner. Genau. Das war natürlich ein riesen Highlight. Einfach das Surrounding, wo dass wir die Songs eingesungen haben und aufgenommen haben. Und sonst einfach dürfen, Teil von dem sein und dürfen da eine Gabe, die Gott mitgegeben hat, reinbringen. Als Ergänzung zu diesen Hammer-Songs, die Simi und Sam bisher schon geschrieben haben. Ja, genau. Ja. Und alles singt ist natürlich auch mal ein Praise Camp, das kann ich noch sagen. Das war noch ein bisschen vorher, wo du ja auch mitgemacht hast, wo du eigentlich schon voll eingestiegen bist. Und das war auch ein Song, der recht rum ist, würde ich sagen, der auch viel gespielt worden ist. Zina hat gerade einen Hit gelandet, eigentlich auf dem «Neben so lieb wie du» auf dem ersten Album. Und es ergänzt uns super auch mit ein bisschen mehr Balladen. So vom Stil ist, denke ich, eine mega gute Ergänzung zu dem, was vorher schon war. Super. Simi, was ich bei dir noch so ein bisschen ansprechen wollte, dein Weg ist ja auch sehr spannend. Oder? Wir haben vorhin schon darüber geredet, eben gleichzeitig Pastor und im Worship drin. Aber auch deine Geschichte, eigentlich, du bist als Pfarrerssohn aufgewachsen, dann hast ein Studium gemacht, STH. Und man hört manchmal, also, dass das auch ein bisschen dazu führen könnte, dass man, wie soll ich sagen, die Eltern sagen, in diesen theologischen Ausbildungsstätten, ja, da wirst du alles im Kopf nehmen, nur noch, aber du hast irgendwie das bewahrt, oder? Sehr stark mit der Leidenschaft, mit dem Feuer für den Glauben, mit Live on Stage, wo du auch weißt, selber zu den Leuten gehst, wirklich den Leuten das Evangelium probierst näher zu bringen. Das finde ich so faszinierend jetzt in deiner Geschichte. Danke, das ist natürlich schön. Ich finde es auch faszinierend. Nein, Gott schreibt immer Geschichte, das ist ja interessant, man weiß ja nicht, was kommt. Also ich habe die Zeit manchmal schon verkopft erlebt im Studium, also da hat es auch die Phasen, und ich dachte, jetzt diskutiert man über irgendwelches Zeug, lass uns doch die Schweiz erreichen. Und wiederum muss ich sagen, im Rückblick, ich habe dann sehr viel praktisch gemacht, schon in der Studiumzeit, viel eben in der Region geschafft oder live on stage mit aufbauen. Aber ein bisschen später habe ich dann schon gemerkt, bin ich in eine Phase vom Leben, wo ich so ein bisschen, gewisse Krisen hatte, auch Glaubenszweifel. Und da habe ich schon gemerkt, es ist mir schon wichtiger geworden, nochmal gewisse Fragen, nochmal ins Fundament nachzugehen. Ein bisschen mein Studium, mich an ein paar Sachen zurückzuerinnern, aber das Leben zu lesen. Und ich glaube, es ist beides wichtig. Ein gutes Fundament, gerade in der heutigen Zeit, wo doch die Gesellschaft auch viele kritische Fragen stellt. Wir sind nicht mehr in einer christlichen Mehrheitskultur. Wir müssen viele Fragen auch begründen können. Und das war für mich auch ein wichtiger Prozess. Ich glaube, es braucht beides, so Kopf und Herz. Und manchmal geht es ein bisschen mehr in die Richtung. Aber Musik hilft mir wirklich mega. Es hat mal eine Prophetin so einen Eindruck über mein Leben gesagt und hat sie eigentlich mega gut getroffen, dass sie hat gesagt, sie sieht mich wie Gitarre spielen und singen und dass das wie ein Ort ist, wo viele Fragen sich für mich klären. Und ich muss sagen, es hat sie wirklich so gut getroffen. Es ist mir eigentlich erst jetzt so bewusst geworden, dass gerade so in Musik machen und im Singen du musst nicht so viel überlegen, es ist wie etwas, was du von Gott sein kannst, auch mit Musik. Und ja, auf einer anderen Ebene manchmal noch deine Beziehung zu Gott pflegen. Und ich glaube, das ist auch eine grosse Stärke auch von Worship, von Musik. Es ist einfach wie noch eine Dynamik oder eine Kraft da, ja, wo sonst nicht so rum ist. Genau. Und dann auch wieder dieses stärkt, also dein Herz zurückstärkt sozusagen. Genau. Durch das, ja. Genau, oder wo wieder Beziehung, Leidenschaft wieder reinkommt. Und wenn du darüber nachdenkst, wer Gott ist, oder? Eben in der Bibel, wie wir es gesagt haben, dann gibt es auch wieder den Wunsch, über ihn zu singen und ihn anzubeten. So, es braucht wirklich beides. Ja.
Aber vorhin habt ihr gesagt, ihr habt schon wirklich stark auf dem Herz für die Kirchen, für den Leib von Jesus zu dienen oder dort hier immer wieder auch reinzureden, Worte von Gott wie, ja, reinzugeben. Also gar nicht unbedingt mit der Gesellschaft zu kommunizieren, so in erster Linie, oder? Das würde Sam vielleicht anders sagen. Das stimmt. Also weißt du, vorhin hast du gesagt, eine Art gefunden für das Kommunizieren in dieser Welt. Das ist nicht in der Musik, die ihr macht, nicht euer erstes Ding. Nicht primär. Also für mich nicht, ist ein bisschen unterschiedlich. Wir haben verschiedene Ansätze. Bei den Worship-Songs, die wir jetzt für Gemeinden schreiben zum Singen, ist schon mehr, würde ich sagen, Sprache geben fürs Herz, zum Gott anbeten, wirklich die Anbetung stärken. Ja. Jetzt das andere ist bei mir noch nicht persönliche Auseinandersetzung oder mit Gesprächen mit Menschen in der Bar oder auf der Straße oder in den Predigten, Büchern. Aber genau, wir haben auch schon Songs, das diskutieren wir manchmal, gell? Haben auch schon Songs so rausgefühlt, die eben mehr so vielleicht dann vielleicht würden suchende Menschen einfach ansprechen thematisch und nicht direkt Worship-Songs sind. Und es kann sein, dass auch mal noch mehr so Songs geschrieben werden, die dann mehr für die Sparte ansprechen. Genau, du nickst oder bestätigst, ja. Genau. Gut auf den Punkt gebracht. Gut auf den Punkt gebracht. Also das Stichwort, das wir vorher noch gesagt haben, wo wir gerne noch darüber reden, ist eben, wie das im Wandel ist, mit überhaupt Musik machen und können davon auch leben oder wieder neue Projekte zu finanzieren durch das, wo man Musik macht. Ich denke, das ist es ja meistens fast noch, oder beides ein bisschen. Wie erlebt ihr das? Meinst du, wie wir es schaffen, immer wieder Projekte zu machen? So? Oder wie wir es schaffen mit den Finanzen? Mit den Finanzen, ja. Für das dann wieder kannst, oder? Ja, also ein nächstes Projekt machen. Weißt du noch, was das letzte ein Projekt gekostet hat? Ja, wir sagen es nicht. Das sind unheimliche Summen. Ja, wir sagen jetzt 46'000 hat es, glaube ich, gekostet. Nein, wir sagen jetzt darum, oder ich sage es jetzt mal, um einfach zu sagen, ja, es kostet etwas, oder? Das ist jetzt pro Song, wir sind 12 Songs oder so. Klar, wir haben jetzt noch Videos dazu produziert, das sind schon 3'000, 4'000 Stutz. Das ist natürlich mit allem, noch mit unseren Bandkosten für die Aufnahme, Essen. Und ja, in der Vergangenheit war es sicher ein bisschen einfacher gewesen, mit CDs finanzieren oder das verkaufen. Und das wird schon ein bisschen schwieriger heute. Und ich denke, wir finanzieren immer wieder durch Konzerte, die wir machen, oder Worship-Tour. Da kommt Sachen rein. Aber es hat sich schon ein bisschen verändert. Das haben wir das erste Mal so ein Crowdfunding im gewissen Sinn gemacht, aber indem wir einfach Merchandise verkauft haben. Es muss sich wirklich man muss ein andere Wege finden, um es zu finanzieren. Bis jetzt ist es immer gut gegangen. Jetzt sind wir gerade diskutieren, oder, wie das in Zukunft so ein bisschen überhaupt möglich wird sein, wie teuer ein Projekt sein darf, dass wir es leisten können. Da müssen wir sicher neue Wege finden. Ja. Der Schwede noch drin liegt oder etwas anderes. Genau. Nein, das ist das ist. Können wir gleich mit Live mit anfragen für gratis Miete Büro 2 Wochen. Ja, probieren kann man es immer, das ist gut. Sehr gut. Hey, es hat sehr gefällt, mit euch ein bisschen einzutauchen. Einfach in euer Wirken, auch als Upstream, wie ihr da an die Songs hergeht und wie ihr einfach euer Herz reden durch die Musik. Super, danke vielmals. Vielleicht noch, Sarina, hast du noch so letzte Gedanken, die du noch reingeben wolltest? Oder auch dir, Simi, du hast noch Merchandising mitgenommen, gell? Wir können noch sicher auch ein Album verlosen oder 2. Das können wir gerne. Gell? Ja. So, sag doch du. Also Socken haben wir, oder? Das ist sehr schön, kann ich sehr empfehlen. Das ist sehr wichtig. Nein, eben, wenn wir sagen, unterstützen, auf Spotify, ich habe mal geschaut, «So lieb wie du», unser meistgestreamter Song auf Spotify, hat 220'000 oder so Streams, hat uns etwa knapp 1000 Franken eingebracht. Jetzt kann man mal rechnen, oder? Was es wie heisst, jetzt rein über Streaming. Wie man uns zum Beispiel unterstützen kann, ist wirklich Merchandise oder so. Das ist also sieht ja gut aus, oder? Ich meine, so sehr schön. Käppchen oder Sachen. Oder einfach auch mal etwas spenden. Das sind Möglichkeiten. Aber es sind auch, wir wollen nicht einfach sagen Spenden, sondern es sind ja coole Produkte, das ist ja ein Gegenwert. Aber rein mit Streaming kommt man wirklich heute als Schweizer Mundart-Worship-Künstler nicht mehr so weit. Und da sind wir dankbar für alle, die uns auch auf diese Art unterstützen. Ja, und für alle, die einfach unsere Songs hören und unsere Songs selber spielen. Wir haben auch Songsheets, die man findet online. Und es ist einfach unser Anliegen, dass diese Songs wirklich euch reinnehmen in Lobpreis, in die Anbetung, dass Gott gross gemacht wird mit den Songs, die wir schreiben, die er uns anvertraut hat. Und ja, dass sie der Gemeinde auch dienen. Und wenn
Songwriter zuhören, dass ihr einfach dranbleibt. Das ist manchmal auch ein Kampf. Wir erleben das auch. Es ist manchmal ein Durchbeissen, bis die Songs geboren werden. Aber es lohnt sich einfach. Und wir lieben es zu sehen, wenn wir da dürfen unseren Teil dazu beitragen dürfen. Genau. Stimmt, ja. Ja, wirklich. Sollte man sich nicht aufhalten in dem, wenn man das auf dem Herz hat. Danke vielmals, dass ihr auch über die Jahre, rund 20 Jahre sind das schon, oder so, gell? Bald, gut 15. 15, sagen wir 15, wo ihr euch nicht aufhalten dran seid als Upstream. Und wünsche euch natürlich ganz viel Segen für die nächsten Projekte und Tourneen vielleicht jetzt durch den Sommer und Herbst, die ihr vorhabt. Merci vielmals, dass ihr hier seid. Danke euch vielmals. Ja, und diesen Talk und alle anderen Talks, die findet ihr natürlich jederzeit auf unseren verschiedenen Kanälen. Uns findet ihr ja auf Spotify unter anderem auch, wo wir jetzt vorher erwähnt haben, oder auf YouTube. Oder ihr könnt einfach auf lifenet.ch/talk, da findet ihr eine Übersicht von all diesen Talksendungen, die schon produziert wurden. Danke vielmals für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch/Videopartner.